Nun, guten Abend, Bruchim Aboim, Chalemen, da im Niveau und im Internet. Herzlichen Dank für deine Anwesenheit und heute haben wir unser heute sprechen Jiddisch-Tisch mit Chaverte Malena Kinski. Das ist eine Kollegin, eine Jiddisch-Forscherin, Lehrer von Jiddisch, Professor Chaverte. Und wegen ihr Leben, wegen ihrer Forschung, wegen ihrer Arbeit. Und heute wollen wir euch erfüllen unser Treffen mit einem Lied, was unser Chaver Julian Brelje wird spielen. Julian wird spielen Frühling von Schmerke Kaczarginski mit Musik von Brudno. Gut, und nach dem Lied wollen wir schmusen mit Malena. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Und jetzt, ja, mit Malena. Malena ist geboren in Argentinien, 1979. Und Gott Kohl wollte ich gewollt, dass du sollst uns erzählen, wieso bist du zugekommen zu Jiddisch? Weiß ein bisschen, aber die anderen Menschen ist interessant, können sein interessant. Wieso und was und wenn hast du angefangen, sich zu interessieren in Jiddisch? כי אידה לי חייבון צודד, לי חזוגן אחר וערתר, אני gesagt, Jiddisch ich habe gewollt bedanken dir und Silvia für die Einladung. Ich bin ein Gast heute, aber ich fühle sich ein bisschen wie ein Hige heute, weil ich habe sich gelernt Jiddisch in Argentinien.
Ich habe angehoben zu lernen, sich mit rund 16 Jahren zurück. Da in dem Saal und in ersten Jahren von dem Binien mit der Lehrerin Esther Schwarz. Mit ihr habe ich sich gelernt von Sameonheit. Das heißt, die jüdische Oisias habe ich schon gekannt. Dem jüdischen Alefreis habe ich gelernt wie ein Kind. Also ich bin gewesen alt 8 Jahre, weil ich habe sich gelernt in einer jüdischen Schule. Aber damals hat man schon nicht gelernt kein Jiddisch in die jüdische Schule in Argentinien. Hat man gelernt Hebräisch. Und meine Schule ist gewesen, Schule, was man hat gerufen, die integrale Schulen in Argentinien, was man hat beschaffen in die 60er Jahren. Da sind gewesen Schulen, wo man hat gelernt in der Früh, ein Teil von dem Tag hat man gelernt, den Inhalt, was man lernt in allen Schulen von Argentinien. Und in einem zweiten Moment hat man gelernt, den jüdischen Inhalt. Nicht so wie als die Mama ist gewesen ein Kind, sie gegangen in Liceo 9 in der Früh und in Sholem Aleichem Schule Nachmittag, andere Mistame Euchet. Bei mir ist gewesen alles in demselben Ort, in Martin-Buber Schule. Und dort habe ich gelernt Hebräisch. Wir haben gehabt alle Hebräisch, die Sprache und jüdische Geschichte und Tanach Nachmittag. Das ist nicht gewesen, also wie früher bei euch, also ihr seid gewesen Talmidim in die Argentiner Schulen mit Stamias. Die Erziehung ist gewesen sehr starke und man hat gelernt ernste Literatur und man hat gekannt Sachen der jüdischen Geschichte. Aber das ist gewesen eine gute Schule und ich habe sehr gute Sicherheiten von meiner Kindheit und so habe ich gelernt, dem Alefreis. Aber Jiddisch habe ich gelernt als Sach später, da in Niveau mit der Lehrerin Esther. Und wir sind gesessen da oder oben und wir haben geschmust und gelernt von den Büchern, also sind die Bibliotheken, mit allen Wörterbüchern. Es ist gewesen traditionell neu zu lernen, das habe ich sehr lieb. Also man sitzt mit den Menschen, was jeder über, was hat sich gelernt voneinander lernen. Und also, das ist mein Öffnen, wie also ich lerne sich. Jetzt lerne ich Musik mit einem Menschen, was ist dieselbe Sache. Also wir sind beide zusammen und ich lerne sich, was der andere hat sich gelernt früher von unserer Lehrer. Und also ist gewesen von mir, in Onhei bin ich gewesen, Stammfall interessiert, zu sehen, was das ist, weil eine Verbindung mit Jiddisch habe ich schon gehabt früher, aber das ist gewesen, das heißt, die Lieder, zum Beispiel bei der Platte, was ist da, genau, hat gehört ständig die Lieder von Kave Alberstein und das habe ich gehört und verstehen habe ich gar nicht verstanden. Achutz das Wort also wie Chaver, aber die Wörter habe ich nicht verstanden, aber ich habe sehr lieb gehabt die Lieder und als ich bin gewesen ein Kind, hat die Mama mir gelernt von Donna Donna, weil wir haben gespielt Guerra y Canciones und sie hat ständig gesungen und Donna Donna hat sie hat gemeint, dass ich darf kennen die Wörter. Ich habe gelernt, aber nicht mit der Phonetik. Und ich habe gemeint, dass Lachter Opatoga, das sind Wörter, was ich nicht verstehe. Oder sie hat mir gelernt, die erste Strophe von den Partisanen in München. Ich habe gemeint, das ist wichtig, ich soll kennen. Nur an euch wollte ich ermahnen, als ich bin gewesen Talmide in Martin Buber, hat man zugegräht eine wichtige Messibe, was man hat gerufen, die Messibe von Seide Bobbe. Das ist gewesen im 4. Jahr schon. Und man hat eingeladen, alle Seides und Bobbes von den Talmidim und Talmides von unserer Klasse. Aber früher hat man gemusst forschen, die Geschichte von unserer Sprache. Jedes Kind hat gedacht forschen
Und das ist sehr wichtig für mich, weil also bin ich gegangen zu den 4 Seiden und Bobes, was ich habe noch gehabt. Und ich habe also gelernt, zum Beispiel meine Seide, Meyer Marcel Ochinski hat gelebt in den Vereinigten Staaten, hat geschickt, Raum, ich habe angerufen, ich gedenke schon nicht, und er hat geschickt einen langen Fax, also wie 2 Meter, wo er hat alles erzählt, er ist entworfen von Europa, in 38 und die Besproche, und also habe ich gelernt von Sachen, verschiedenen Sachen. Und כדי zu bekommen, die Seides und Bobes, hat man noch gelernt, et Lieder, Mirale, Alinen, hat gedacht singen, das soll sich viel machen. Und das bleibt in meinem Sikon, ich bin gewesen 9 oder 10 Jahre alt, also viele Sachen, die sind gewesen sehr wichtig für mich. Und nur meistens Erzählungen von jeden Immigranten, das ist gewesen bei mir. Weil die alle Kinder in meiner Schule, alle sind gewesen Silberstein, Silbergleit, Lichtstein, alle sind gewesen aschkenazische Iden, achutz einer, was hat geheißen Salem. Die alle Kinder sind gewesen aschkenazische Iden und die Mehrheit von sie, also wie ich, haben gehabt Seides und Bobes, und sind gewesen Immigranten. Und man hat erzählt, wegen der Sprache, und auch viele, ich hatte Chaberte, was die Bobe ist gewesen ein Leben geblieben, was ist gewesen behalten geworden, 3 Jahre in Avoidem in Polen, und ich bin gegangen zu ihr in Stube und ich habe gesehen, die Bobe, was ist gesessen in einer Räderstube, sie hat nicht mehr gekannt gehen, weil sie ist geblieben, also nicht, kümmert sich nicht weg. Und sie hat geredet Jiddisch und mit den 2 Töchtern hat sie geredet Jiddisch und ich bin gewesen in Kontakt mit Sachen, was haben zu tun mit Jiddischkeit und mit dem Chorben, und wir geredet in Schule und aber nicht nur mit dem, mit Jiddischkeit in allgemein, man hat gebraucht die Jungen Teufel und auch mein Segel gewesen an Asken und man hat gerät als Sache wegen argentinischer Geschichte und man hat gebraucht Jungen Teufel und Pesach und die Agode und so weiter. Das heißt, ich bin gewesen in 9. Verbindung mit Jiddischkeit, aber Jiddisch ist angekommen später, da in Niveau. Und ich bin dann neugierig, weil ich habe gekannt andere Sprachen und ich habe sie gelernt als auch Sprachen. Und nun, Jiddisch ist so eine Sprache, bin ich gekommen am neuen Niveau. Und ich habe gemeint, das will ich kommen nach Chodesh und sehen, was es ist und schauen und weg. Aber es ist nicht gewesen so. Ich bin geblieben. Für was? Weil es sind gewesen Sachen, was haben gemacht, der größten Roschen, Eindruck auf mir. Ist 2 Ausdrücken, was ich meine, sie sind gewesen, was oben sind gewesen ein Kern von meinem Interesse für dich. Ihr werdet trachten, als das ist eine Externalität. Aber bei mir, also ich habe gefragt bei Esther, weil ich habe gekannt Deutsch von früher. Ist die letzte sind gewesen also. Ich habe gesagt, etwas auf Deutsch und Esther hat es gemacht, die Sie hat das verjidischt. Ja, und sie hat gesagt, in 2 Chadoshim bist du reden Jiddisch. Weil die hebräische Komponenten habe ich mehr oder weniger gekannt und Deutsch, sie hat mir zugehört. Und habe ich gefragt, wie sagt man por favor? Bitte. Weil bitte ist auf Deutsch. Und sie sagt, sei ja so gut. Ich bin ganz verwundert. Wie soll ich mir sagen, sei ja so gut? Und danach habe ich gesagt, aber wie sagt man, haceme un favor? Tu mira Toive. Tu mira Toive, aber Toive ist toll. Und also im Nester sagt, es ist nicht so kein Wort für favor, finde ich, weil bei jedem ist nicht so kein favor. Es ist ein Toive. Also man tut gut, der wartet man nicht keine Sache zurück.
Und das ist Chesed, das ist Jüdischkeit. Und ich meine, das ist ein Kern von Jüdischkeit. Und das ist sehr stark von mir, zu gewinnen, die hebräische Wörter also inzwischen die Sätze, wo sind nicht mehr Deutsch, das ist etwas anderes. Und ja, ich habe ich bemerkt, und Esther hat ich bemerkt, dass ich bin der MS interessiert in der Sprache. Und also ich bin interessiert in der Geschichte von Churban besonders und ich habe gesucht, was zu tun nach meiner Limud in der Universität. Ich habe studiert Philosophie in der Universität. Ich bin da und gesucht und angefangen zu lernen Jiddisch. Und einmal, also wir haben geschmust von denen und dort, auch die Gerät wegen Niesgerbücher. Und das ist euch sehr wichtig für mich. Weil ich habe gemeint, als ich kenne wegen Churban, ich habe gemeint, als die wichtigste Sachen, was sind da, wie es sei, das sind da, die nehmen, wenn man nicht bekannt, ich habe gemeint, als wir reden wegen Niesgerbücher, ich habe nicht keine Ahnung, was das ist. Und das ist gewesen sehr stark. Ich habe gesagt, es ist so eine Welt, was ist unbekannt für mich, was ich kenne im Ganzen nicht. Und ich will wissen, was das ist. Und ich denke, dass Silvia hat mir geschickt eine Arbeit, was sie hat geschrieben, wegen Niesgerbücher mit Asachia zurück. Auf Englisch, damit ich so verstehe, was das ist. Die Niesgerbücher, die Bücher von den Landsmannschaften haben herausgegeben nach der Milchome zu Gedankenandenken, zum Andenken, die zerstörte Städtler und städtlich. Das ist sehr wichtig. Nun also Esther hat mir gesagt, komm 2-mal eine Woche, anstatt 1-mal eine Woche. Und danach hat sie gesagt, komm 3-mal eine Woche. Und auf viele Freitag werden wir verlöschen die Licht, wir sollen nicht sehen, als Schabes ist der Ivo. Ich weiß nicht, ob ich das Sei mir machen. Na, aber das ist gewähnt mit, und es ist ein Witz. Wir haben gelernt, also sie und ich, und wir haben gelernt von Büchern und haben einmal, also ich habe sehr gehabt Lieder und sie hat gebracht Tocadiscos mit den Vinilos und wir haben gehört die Lieder von Morte Gebirtig und gelernt, also es ist sehr traditionell, also ich würde sagen. Und einmal sagt sie zu mir, als ich bin nicht die einzige Nunice, was willkommen 2 oder 3-mal im Hochiniveau. Es ist auch ein anderer Student, das ist ein genieter Student, was ist sehr ernst und will sich lernen Jiddisch. Nachher denke ich, das ist ich getracht, aber der rede ich von dir. Und als du kommst schon, nicht kommst schon, ich werde sich dann zusammen. Und das gewinnt Gas, aber der. Und wir sind geworden, Chaverim und Schutfim und mit Lukasen haben wir schaffen ein Forschungsprojekt zusammen. Und das ist mein erstes Forschungsprojekt. Wegen Jiddisch. Wegen Jiddisch. In Allgemein. In Allgemein. Ja, weil parallel, als ich bin als Student von Jiddisch da, habe ich versucht, eine Thema zu schreiben, eine doktorale Arbeit. Weil, ich weiß nicht, ob Sie gesagt haben, ich mache ein Doktorat. Aber zu machen ein Doktorat darf man finden ein Thema und darf man finden eine Universität und eine Stipendien und verschiedene Sachen, habe ich gesucht. Und euch, zu kriegen eine Stipendien, muss man publizieren etwas. Muss man gehen in Konferenzen. Und das ist ja eine ganze Meise kompliziert. Und wir haben sich genommen zu arbeiten zusammen wegen einer Bücherkollektion, was sind die Musterwerke der jiddischen Literatur. Ja, weil... Das sind 2 oder 100? Das sind 100 Bände. Und also in unserer Lektion haben wir ständig genutzt die Bücher. Und die Bücher sind publiziert geworden in Argentinien, sind wir geworden neugierig wegen die Bücher.
Und wir haben angefangen zu suchen und der Mann ist ein Archiv da, in demselben Wien. Und sind gewesen als Sachdokumenten, was wir haben gekannt, geguckt nach dem. Und wir haben beschlossen zu gehen in eine Konferenz in Rosario. Ja, Rosario und reden mit dem Musterwerk und danach schreiben einen Artikel, was das hat genommen als Sachion, aber es ist noch so viel Sache. Ja. Und das ist etwas, was passiert, das sagt mal mit Artikeln, also man schreibt und man geht da raus, schon 10 Jahre später. Also ist das, aber ja, der Artikel ist ja raus, was wir haben gesehen, geprüft zu erklären, etwas wegen Motivation und wie so die Geschichte von der Kollektion, was ist etwas sehr interessant, weil in den 50er Jahren, als man meint, dass das ist der Sof von Jiddisch und als man wird nicht mehr lernen und lernen Jiddisch in die Schulen, also weiter in 56. 57. 6 oder 57 hält sich an die Kollektion, die 10 Bände von Musterwerk. Das heißt, dass sie ist nicht nur eine noch milchomedische Unternehmung, sie ist spät euch, wie eine noch milchomedische sagt, hält sich von bis die 80er Jahre. Bis die 80er Jahre. Ich meine, es ist so eine Sache zu tun, noch wegen die spätere Zeit von Jiddisch. Also man redet wenig wegen dem. Ich meine, aber ja, das ist ein Thema, was ich habe nicht geforscht. Aber ich meine, das ist eine wichtige Sache, weil man meint, also nur schon in Jiddisch 50er, 60er Jahren, das ist schon ein vermachte Kapitel, aber das ist nicht ernst. Ja. Aber dann ist es in Argentinien. Ja, es ist gewesen ein bisschen lang, wie ein Entfer. Nicht lang. Nicht lang. Das ist interessant. Danke. Ja, und noch etwas, ich denke, also Esther hat uns stimuliert zu bearbeiten, die Bücher. Und wir haben da viele bekommen, bei Matone, eine ganze Kollektion. Eine Kollektion jeder von mir bekommen. Wir haben bei sich in der Reihe. Es nimmt, ich weiß nicht, 4 Meter. Ich kann nicht wissen. Ich bin lieber in einer neuen Spur mit 3 Grad zurück und ich gewinne 3 Meter. Ja, bei mir fällt ich meine, fällt mir nur 1 Bein. Nein, ich habe nicht 99 weniger, aber ja. Aber es ist wichtig, also das ist eine Kollektion, was man kann finden in Bibliotheken auf der ganzen Welt. Ja, in Kanada, in Israel, in Deutschland, ich habe gesehen, nicht auch umgetan. Und das ist etwas, was ist besonders wegen Buenos Aires. Aber hat herausgegeben 2 sehr große und wichtige Bücherseries. Eine ist es hält sich an, zu publizieren zu werden in 1946. Das sind die Bücher von das polnische Judentum, das heißt die Kollektion. Das ist eine Kollektion, was ist gewidmet dem Churben vom polnischen Judentum. Es ist nicht so wie Musterwerk, was hat zu tun mit Literatur. Es nimmt herein euch dem Churben, aber nicht nur, es ist eine Sache breit. Polnische Judentum ist 176 Bände und Musterwerk ist 100 Bände. Und beide sind heraus. Nach der Zweiten Weltkrieg in Buenos Aires. Das ist eine wichtige Sache. Und in Anhalt von meinem Forschungsweg bin ich einfach interessiert in Büchern und in Verlagen und solche Themen. Und ich habe gemeint, dass ich will schreiben eine Dissertation wegen der Bücherserie. Aber das es hat nicht gepasst, die Thema für eine Dissertation, und nicht der kleine alles Sibes. Aber also ich habe gesucht, einen Professor, der soll mir helfen in meiner Forschung. Habe ich getroffen, dem, was ist geworden, mein Direktor, Daniel Lebovic. Ich meine, Silvia hat mir euch gegeben den Kontakt zusammen. Zuerst habe ich getroffen verschiedene Menschen, die zu kriegen AIDS. Berlan und andere, Silvia und Daniel Feierstein und Daniel Lebovic und Menschen. Und weil ich habe gesucht.
Und in einem gewissen Moment, ich habe getroffen Daniel Lewowitsch und ich habe gesagt, ich wollte gewollt schreiben eine Dissertation wegen die Bücher von polnischem Judentum, aber ich habe nicht keinen Kontext, das heißt, es ist nicht auch keine allgemeine Geschichte von dem Gedenken von Churban in Argentinien. Also ich sagte, nur dort hast du ein Projekt, das ist dein Thema. Und ich habe gesagt, ich will arbeiten mit dir. Und ich habe gesagt, ich habe nicht keine Zeit und ich habe nicht keinen Platz. Und ich bin geblieben, also in Hefger. Und ich habe nicht gewusst, was zu tun. Ich bin gefahren auf ein Sommerprogramm in Israel. Und ich bin ein bisschen an Depression. Ich habe nicht gewusst, was zu tun. Und mit einmal bekomme ich einen Ansatz von Daniel und sagte, aber im Ganzen, also sagen wir, ich habe ja Platz für dich. Arbeiten mit dir. Und also habe ich gebeten eine Stipendie, Doktorstipendie gekriegt und Es gibt eine Stipendie von CONICET. Ja, von CONICET, das ist unsere Forschungsinstitution. Und ja, ich habe bekommen Doktorale und ich bin angenommen in ein Programm von ein Doktorat von gesellschaftlichen Wissenschaften in IDES. Und ich bin zufrieden, also ich bin angenommen und Daniel hat mir gesagt, nein, du verstehst nicht. Angenommen wird man angenommen, aber das Problem ist, rausgehen von einem Programm, der Doktorand. Es nimmt Zeit, es ist schwer, als man ein Doktoralstudent meint man, als man wird keinem nicht endigen, die Arbeit, weil es ist keinem nicht genug gut und das ist mir genommen, hat mir genommen 8 Jahre, weil ich bin auch nicht kein Historiker. Ich habe nicht gekannt, wie soll man arbeiten mit Archiven. Ich habe gemacht Studium von Philosophie. Und also habe ich gedacht, ich lerne die Profession und euch Jiddisch und euch die Themen. Ja. Und, aber das ist nicht kein Thema. Also ich habe mir genommen zu lang. Ja. Es ist knapp 8 Jahre. Ich habe gearbeitet mit jiddischen Zeitungen, erstens mit der Presse und die jiddische Zeitung und die kommunistische Zeitungen, Heint, Der Weg, Tribune und andere Dokumente und so weiter. Und zum Schluss ist gewonnen die Dissertation. Das ist ich weiß nicht, mit 6 oder 7 Jahren zurück. 2017. Ja, und als mir ist ein Student, ein Doktoralstudent, will man endlich, man meint, dass man wird werden frei und freilich und glücklich auf ewig, als man wird endlich eine Dissertation. Und Daniel hat mir gesagt, nein, du verstehst nicht. Jetzt bist du glücklich. Später wird es anders. Als jetzt bist du im Ganzen konzentriert in ein Thema, was führt dein Werk, was deine Interessen liegt. Sie nennen MS. Und als man endlich die Dissertation ist ein bisschen schwer, weil mit einmal ja, also du hast nicht mehr keinen Kern, das heißt etwas, was organisiert dein Leben, dein tägliches Leben. Etwas, was viele macht unglücklich, aber wenigstens ist so etwas, was ist klar in deinem Leben, dass du willst endlich eine Dissertation. Aber ich habe gearbeitet mit Daniel Lewowitsch, mit Elisabeth Jelin, was geben euch sehr wichtig in meiner Arbeit. Euch will gucken, wird ihr sehen, das ist die Bücher von polnischen Judentum sind rein, aber nicht nur dem. Ich habe gearbeitet wegen dem Denkmal in Tablada gewidmet, die Deutschen von Churban und die Treuer Akademie gewidmet, dem Warschauer Ghetto-Aufstand und den jährlichen Zeremonien in Buenos Aires organisiert. Zuerst von polnischen Juden in Argentinien, danach sind eine andere Institution, es ist geworden sehr größer, geschehen ist jedes Jahr mit der DAIA, mit anderen.
und es ist auch gewesen, aber sind gewesen politische Konflikte zwischen, aber wir werden nicht reden mit der Wirtschaft, aber das sind verschiedene Themen, so sind rein in meine doktorale Arbeit. Also ich habe geendigt, das habe ich geendigt in 2017, ja. Und ich habe geschaffen ein anderes Forschungsprojekt und gekriegt eine postdoktorale Stipendien, aber ich habe nicht mehr gar kein Projekt. Nur zu der Arbeit. Und die Themen, was ich habe ausgeklebt, hat mich interessiert, aber es ist zu viel für mich. Weil ich habe gemeint, ich will arbeiten mit den Archiven von Moskowitsch und Ura und das ist zu schwer. Noch eine ganze Dissertation bei den Kurven und also arbeiten mit Leben gebliebene und wie soll man Restitution und also Themen sind schwer. Und ich habe gemeint, ich habe geprobt, aber ja, es war ein schwerer Moment. Und noch einmal, mit einmal ist gekommen etwas, was ich bekomme, an Blitzbrief von Frankreich, als wir verbinden zu Form für Postdoktorat in Frankreich, weil es gibt ein Mensch, der ist weg von einem Projekt und es gibt einen Platz. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen hat verwendet von mir, aber es ist nicht wichtig. Und ich habe gesagt, ich bin auch ein Mensch. Aber ich habe gesagt, was habe ich zu tun mit Frankreich? Ich bin bequem, aber ich bin nicht. Ich habe gearbeitet in meinem Doktorat, das 8 Jahre. Ich will nicht fahren. Ich fahre nicht. Und weil man hat gesagt, du hebst dann in 6 Kadoshim. Und ich habe gemeint zuerst, nein, ich will nicht hin. Und ich habe geredet mit meinem neuen Chaver Alan Astro, aber Michael Astro, und er hat mir gesagt, du kennst dich nicht, du tust nicht. Ich habe gesagt, du musst fahren. Weil das ist eine sehr wichtige Sache, Gelegenheit für dir und so weiter. Und ich habe sie übergebracht und gesagt, okay, ich will hier fahren. Und ja, und so hebt sich an einem Kapitel. Und wegen was ist gewesen der Forschung? Das ist ja gewesen ein neues Thema für mich. Als man sagt, dass ein Postdoktorat, was ist ein Postdoktorat? Ein Postdoktorat ist eine gewisse Periode von Zeit. Es ist ein Maß von Zeit, 1 Jahr, 2 Jahre, was man forscht. Ein Thema, was theoretisch ist ein Thema, was ist anders von dem, was du hast getan in deinem Doktorat. Und theoretisch arbeitest du mit anderen Menschen und theoretisch möglich in einem anderen Ort, geografisch. Es ist nicht obligatorisch, aber so meint man auch, das ist ein Postdoktorat. Und ich habe sich das jetzt in Paris. Und das ist gewesen eine Mannschaft von Forschern, alle Frauen, die sind gewesen interessiert in einem Thema, was man ruft die Survivor Scholars, die Menschen, die sind gewesen Leben gebliebene von Kurden, Intellektuellen, die sind geworden, nicht alle haben gehabt eine professionelle Karriere, aber sie sind geworden Forscher von der Geschichte von Kurden selbst nach der Milchome. Also wie ich zu geben etliche Namen, vielleicht kennen sehr gut die Themen, Michael Borbitsch, Josef Wolf, Philipp Friedman, Josef Kermisch, Menschen, die nach der Milchome haben sie geschaffen, historische Kommissions, das in verschiedenen Orten von der Welt. Wir haben gearbeitet gegen polnische Forscher, jüdische Forscher, was haben wir geschaffen, die zentrale jüdische historische Kommission in Polen in 1944.
Das heißt, das ist gefahren so von der Milchome, aber in Polen ist schon befreit geworden. Dort sind sich versammelt eine Gruppe Menschen, leben gebliebene, die zu beschaffen eine Kommission. Und man wird forschen, die nazische Verbrechen gegen die Juden auf der polnischen Erde. Und hat sich angehoben in Lublin, danach ist rüber in Lodz. Und dort ist der erste Direktor ist Philipp Friedmann. Als Philipp Friedmann ist weg von Polen, ist Nachman Blumenthal geworden, der Direktor von der Historischen Kommission. Was später hat er gerufen, der Jüdische Historische Institut, was existiert bis heutzutage in Warschau. Und Blumenthal ist geworden der erste Direktor von dem Jüdischen Historischen Institut, neu gerufenen Institut. Und da sind die Figuren, die Persönlichkeiten, was man hat gewollt studieren in dem Projekt in Frankreich, Nachman Blumenthal, Borbitsch, Josef Wolf und andere. Und mir hat man gebeten, ich soll arbeiten mit einem kleinen Journal, was ist in Paris von 47 bis 49, aber sehr wenige Exemplare. Der Name ist Problemen, weil das ist ein Journal wegen historischer Probleme, historiografischer Probleme, was haben zu tun mit Kurvenforschung. Kurvenforschung ist ein neues Druck, was Philipp Friedmann hat geschaffen nach der Milchome, die zu reden wegen einem neuen Gebiet, was man hat geschaffen in sehr vielen Jahren, Kurvenforschung. Und es gibt ein kleiner Center von Kurvenforschung in Paris, gleich nach der Milchome, geschaffen von Menschen, die sind weg von Polen, die sind Mitglieder von der Historischen Kommission, aber sie sind weg zu den politischen Zielen, haben sie nicht gewollt bleiben in Polen. Und sie sind gefahren in verschiedene Richtungen. Und etliche sind gefahren in Frankreich. Diese sind gewesen Josef Wolf und Michael Borbitsch. Sie beide haben geschaffen ein kleines Forschungszentrum, das heißt Forschungszentrum für Geschichte von polnischen Juden. Langer Titel, aber das gewesen Asal in Abinien. Und sie haben herausgegeben mit dem Journal Probleme. Und er hat mir gebeten, ich soll arbeiten. Ich habe sich konzentriert auf dem und zum Schluss ist ein Artikel, was ich kann nachweisen, wie will. Aber parallel sind vorgekommen andere Themen. Bei der Saal, ja. Ja. Das ist eine interessante Weise. Wir kennen nicht gesagt. Wir kennen nicht gesagt. Und dann ist der Saal, wo Borbitsch und Wolf haben geschaffen, ihr Forschungszentrum. Es ist gewesen Abinien, wo andere Intellektuellen haben sich versammelt dort und eine Sache von sie haben gelebt dort. Es ist gewesen Abinien in dem 10. Distrikt Arrondissement, also man sagt auf Französisch, von Paris, nicht weit von Gare de l'Est und Gare du Nord, zwischen die beiden Stanzies. Und das hat sich gefunden in einer Euphagas, was heißt La Rue Guy Patin. Und der Adresse ist gewesen 9 Rue Guy Patin, auf Finnisch. 9 Rue Guy Patin. Und man hat gekannt den Binien, also wie den 9 Rue Guy Patin. Und das ist gewesen ein Binien mit der Form von, also wie ein U, unser Ost. Nicht sehr hoch, 3 oder noch 4 Tonnen. Und dort, das ist gewesen ein Binien, was die Balebatin sind gewesen, jüdische Institutionen von Frankreich. Und der Binien pflegt sein ein Ort, wo jüdische Frauen von anderen Orten von Frankreich leben und sie können leben dort mit Binien und
weil sie sind allein und so weiter. Aber in verschiedenen Kufes von ich meine, ein Jahrhundert ist der Binyan gehabt andere Rolle. Und nach der Milchome ist es geworden ein Heim für jüdische intellektuellen Plating, Schreiberplating und Künstlerplating. Was haben sich besetzt dort? Für was? Weil weil sie auch nicht gedacht zahlen können ihr Geld. Und dort ist gewesen ein Ort, wo man kann schlafen, nicht gesagt ein Platz, aber es ist ein gewisses Zimmer. Rund 100 Menschen können wohnen in den Binyan, in Riv-Gibaten. Und es gibt eine Kantine. Und als Menschen gehen essen und schmusen, ist dort ein Ort, wo es das soziale Leben. Und Schreibers umgehoben zu gehen in Binyan, in Riv-Gibaten. Schreibers, die sind gekommen von verschiedenen Orten in Europa nach der Milchome, leben gebliebene. Etliche von den Platinlagern in Deutschland, andere, die kommen von Polen, die nach der Milchome zum Beispiel Sachen sind repatriiert geworden von Rotenverband in Polen in 1949. Sie haben gesucht, nicht Sprache, es bleibt gar nicht, die Eiser sind die Polaken, man fährt weg noch einmal. Wohin? Etliche sind gefunden in Frankreich. Es kommen euch an Menschen von Schweden, weil ihr wisst, dass Sachplatin, Leben gebliebene, haben sich gefunden in Schweden, nach der Milchome. Menschen, die kommen von verschiedenen Orten in Frankreich und sie wissen nicht, sie wollen bleiben. Wir stammen nicht, aber öfter ja. Und sie suchen, wo zu wohnen. Und das ist geworden der Heim von jüdischen Intellektuellen auf Riv-Gibaten, auf einen kurzen Moment. Und dort haben gelebt sehr wichtige jüdische Schreiber, aber sehr kurz, eine kurze Zeit. Also wie Shmeki Kaczerginski, was ist gewesen der Erste, was hat sich besetzt dort, der Schreiber, was hat geschrieben, den Text von dem Lied, was mehr oder weniger früher, und Chaim Leib Fuchs und Leib Rochman und viele Sulzgeber, ich meine, Sulzgeber hat nicht gelebt dort, nur sie sind gegangen zu der Kantine, und nicht alle haben gelebt dort. Borowitsch und Wolf, was haben gehabt, ihre Forschungszentren, sie haben nicht gelebt in dem Binyan. Aber das ist, sie ist gewesen ein Marionettentheater, von einem Marionettentheater, Hakel, Bakel, Menschen, die sind später gekommen in Argentinien. Etliche von den Schreibers haben sich besetzt in Argentinien, etliche Jahre später. Moshe Knappes, Avram Zak, Yitzchok Janosowitsch und auch etliche Singer, Judith Moresk, Kaczerginski war der Erste, was hat verlassen Frankreich, und hat das auch geholfen, dass die anderen von der Gruppe sollen können euch kommen, kriegen dieses zu kommen in Argentinien, weil man hat nicht gekannt bleiben dort. In einem gewissen Moment haben wir gesagt, no, wir werden jetzt in der Binyan auf etwas anderes, ihr dürft suchen also wir werden euch helfen, aber dort können wir nicht leben. Das ist geworden ein Parallelprojekt für mich, die Geschichte von Riv-Gibaten, weil man hat gekannt von Sichroines. Ich habe gewollt euch weisen, aber eine wichtige Persönlichkeit in Frankreich ist Roch Lertel, Rachel Lertel, was ist ein Übersetzer von Jiddisch. Und Roch Lertel ist angekommen in Paris wie ein Kind. Sie ist geboren in 1939. Als sie ist gekommen in Frankreich, hat sie gelebt in Riv-Gibaten mit ihrem Mann. Und ihr Stiefvater, bei der Tate hat man geheiratet, aber sein Stiefvater ist gewesen Moshe Waldman, auch ein Schreiber und ein Poet, und ihre Mama ist gewesen Menucha Ram, auch ein Poet. Und sie haben die Sprache gelebt in Riv-Gibaten. Schon als Erwachsene hat Roch Lertel geschrieben ein Essay, was
was ist geworden ein bisschen ikonisch, man kann sagen, von einem Binien, was heißt Le Fantôme de la Rue du Batin. Und dort erzählt sie wegen der Kindheit und wegen die Schreibers und wie so man hat gesungen und geredet und diskutiert. Es gibt einen Ort von Kultur. Es sind kulturelle Abende jede Woche und 200 Menschen kommen zu den Abenden und dem Theater. Menschen, die kennen nicht kein Niedersch, kommen im Theater zu sehen die Marionetten und so weiter. Und danach hat sie geschrieben, sie sich freuen. Und das ist alles, was man hat gekannt wegen den Nein-Regie Batin. Und mein Kollege, meine Chaverte Constance de Vallardière, sie hat verdammt Dokumente und Materialien wegen den Binien und sie hat gewusst, als ich interessiert sich in die Schreibers, was haben gelebt dort und sind gekommen in Argentinien, wo sie gesagt hat, ich kann mich arbeiten bei Schutfest wegen der Geschichte von Wien. Und also haben wir gemacht eine Forschung und publiziert etliche Artikel, was wir kennen heute weißen, wegen der Geschichte von Wien. Und das ist ein Parallel. Und es sind noch andere, aber ich ist nur eine Parallel. Das ist nicht. Ich weiß nicht, Sie hat Fragen, Sie haben Fragen, du. Ich weiß nicht, Sie hat Fragen. Alena. Ich habe sie geschrieben geworden in Jiddisch, in Spanisch. Welche Bücher? Die zwei. Die sind auf Jiddisch. Auf Jiddisch. Herausgegeben in Argentinien. Aber das ist ja, jiddische Literatur. Ja. In Jiddisch. Ja. Ich meine, also nicht so keine Übersetzung in die Bücher. Nein, alles ist geschrieben auf Jiddisch. Ja. Aber es sind doch etliche Übersetzungen auf Spanisch von den Büchern von der Kollektion des polnischen Judentums. Wenige sind übersetzt geworden. Aber und das der Mann hat gewollt. Der erste Band ist Malka Shani erzählt. Ja, und der Frage ist Malka Shani gewesen in Schweden nach der Milchome. Das ist eine von den ersten Lebengebliebenen, die sind gekommen in Buenos Aires nach der Milchome. Und Mark Turkov, das ist gewesen der Redakteur von der Kollektion, später ist geworden, ist gegangen zu ihr zu interviewen, die junge Frau, die ist angekommen in Buenos Aires, gemacht ein Interview, publiziert den Text in die jüdische Zeitung und danach hat es publiziert via Buch. Und das ist geworden der erste Band von der Kollektion, das polnische Judentum. Und Malko Shani erzählt ist übergesetzt geworden auf Spanisch und publiziert durch den Mila Verlag von Amia. Und es wird wirklich eine Auflage auf Englisch. Und ich habe geschrieben eine Arbeit wegen Malko Shani erzählt. Ich habe sich bekannt mit ihrer Tochter. Rosa Nierenberg, was sie hat gefunden auf Internet, also ich habe gearbeitet wegen ihrer Mama und sich verbunden mit mir und wir sind geworden Freund und sie hat mir gegeben das Buch. Ja, der Pfarrer habe ich Ja, weil das ist ein Inkunabel. Ja, weil wir sind gegangen in ein Lokal in Tucumán. Dort sind gewesen, weil sie hat gedacht, Potter werden von die alle Sachen, die sind gewesen dort. Und es sind gewesen Bücher über Inasa, Zustand, das gewesen Trägers, ja. Und wir haben, ich bin mit Abraham Nastro und noch Metzen und wir haben geguckt auf die Bücher. Und sie ist gewesen treurig, weil es nicht gewesen, sie hat nicht gehabt kein Exemplar von Malko Shani erzählt mit Amol. Und wir gefunden 5 Bücher von Malko.
und sie ist gewesen sehr zufrieden und uns gegeben und also ja, habe ich verstanden. Gut. Und wegen was, wegen was arbeitest du heutzutage? Mit was forschst du? Gut, es bleiben noch etliche Projekte, weil als Mehrheit von einem Projekt ist eine Sache, aber Entwickeln und am Resultaten ist etwas anderes. Und als ich bin in Frankreich, hat man über andere Projekte mit der Kollegin, was ich habe, früher Konstanz und einander Haber Simon Perego. Und wir haben ein Projekt wegen einem kommunistischen jüdischen Journal, Neue Presse, aber nicht ein Journal allgemein, nur ein Konkurs, was ist heraus in der Zeitung in Jahr 47 adressiert Leben gebliebene, was befinden sich, nicht in Frankreich, weil sie haben gelesen die Zeitung, aber öfter in Belgien und andere Orte, wo die Zeitung kommt an. Und das ist man gerufen, der größere Konkurs von der Presse. Und der Konkurs wird die Menschen zu erzählen, meine größte Überlebung in Zeit von Krieg. Und Menschen haben gedacht, schreiben einen Text nicht sehr lang, was wird nehmen eine halbe Seite von einer Zeitung. Und dort können sie erzählen, was sie wollen. Und wir haben gesammelt, das ist mir, Simon hat gesammelt die alle Beiträge zu dem Konkurs. In Mesha von seiner Dissertation und gesagt, okay, das löse ich auf einen anderen Moment nach meinem Doktorat. Und hat uns verbeten zu arbeiten zusammen wegen dem Konkurs. Und wir haben die alle Beiträge, die sind publiziert geworden, die sind 47, die anderen haben wir nicht gefunden, nur die sind publiziert geworden. Und unser Haber Jean Spector, Oliver Scholem, was wird übergesetzt als auf Französisch, in der Zeit von der Mageife. Weil ich bin gewesen in Frankreich, die ganze Covid, es ist gewesen eine schwere Periode. Anderthalb Jahre nicht gekommen, sind meine Sprache. Und ist dort hat Jean gemacht die Übersetzung für uns. Und ja, wir sind verspätigt, aber wir wollen publizieren einen Artikel und dann noch ein bisschen mit idealen Kontributions, die Texten und eine Reihe für, was wir wollen schreiben und Noten und so weiter. Das ist ein Thema, was ist noch ein wichtiger Thema. Und es ist auch ein anderes Projekt, was ich habe ein bisschen angeübt in Frankreich und dann noch geblieben nach Spanien. Und jetzt will ich reden wegen dem Woche, als ich da eine größere Konferenz wegen jüdischen Kurven, wo wir werden sein selben Panel mitteilen. Und dort will ich reden wegen Nachman Blumenthal. Einer von den Schreibern, was ich habe der Montfrier, was hat studiert. Ist gewesen, als in Polen, hat gesucht Schriften, was sind geblieben in die Kurves von den Ghettos. Schriften geschrieben von Juden, wo sind ermordet geworden. Und hat gefunden und geschaffen eine eigene Kollektion von Schriften und auch geschrieben Essayen, Artikeln wegen der jüdischen Literatur unter der deutschen Okkupation. Das ist ein sehr persönlicher Zugang, was hat zu solchen Schriften, herausgeratene Schriften von Kurden. Und ich will reden wegen einem sehr langen Lied gefunden von Blumenthal in die Kurves von Chelmno Vernichtungslager. Gefunden ein Lied von 5 Seiten. Und in Mesha von den Jahren gesucht dechiffrieren, zu verstehen, jedes Wort, was befindet sich in diesem Text und probieren zu verstehen, wie ist angekommen als Text in einem Ort, in einem gewissen Moment, was ist geschehen mit dem Autor, was ist aber der Mordet geworden, aber was ist sein Lebensweg.
Und ich will dann dem Sofwoch. Wir können sehen, was. Ja, aber man muss beten, der Leuben ist. Es ist da ein Blitzpost von Tel Aviv Universität, wo man kann beten, der Leuben ist zu kriegen, die Zoom-Verbindungen, und man kann gucken. Das hat sich an dem Sonntag und es dauert 4 Tage. Und es ist da euch eine Verbindung, wo man kann sehen, etliche von den Referaten sind rekordiert geworden, zum Beispiel meine. Und das ist offen auf alle, man kann sehen. Man kann gucken, es ist auf Englisch. Es ist Yiddish und Hebrew, aber es ist alles auf Englisch. No, the keynote speaker is a Yiddish. David Roskis, der Trainer in Yiddish. Ja, ich meine, er wird in Yiddish. Ich habe gelernt, er geht. Nee, er geht gut, ich gelernt, dass er wird reden. Wir werden sehen. Wir hoffen, dass er wird reden. Das kann sein, wir werden später der Player in YouTube unter der Rekordierung die Protein, wenn MSR will, verschreiben. Ja, men sonst ständig ist zu haben neue Themen und neue Ideen. Und trotzdem lernst du Jiddisch? Ich lerne Jiddisch in Pariser Jiddisch Center und in Ivo in New York. Ja, ich habe Talmides. Es ist ein Vergnügen, ich habe es sehr lieb. Und was noch? Ja, ich bin angenommen in Conicet auf einer Forschungsstelle und ich warte als man wird, weil es ist da am Moment, wo es eine Resolution, wo man sagt, dass du bist rein, danach ist so eine Periode, aber statt nicht von der Bürokratie, was kommt nachdem, muss man warten 6 oder 9 Jahre, bis man wird während Tag erforschen. Ja. Ich habe in einem Moment. Ja. So, wir hoffen, als... Si es doch platita. Ja, also es muss ein Budget. Danke. Ja, in einem schweren Moment. ¿Intentaste con el mecenazgo de la municipalidad? No, aber das ist ein anderer... ¿Por eso no intentaste con el... No, Es nicht akademisch. No, porque ellos te dan subsidios. No, ist... Baruch Hashem darf ich nicht kein Geld. Es ist alles gut. Es ist wichtig zu haben eine Forschungsstelle. Aber nicht, ob ich hier arbeite. Ich hoffe, ja, Arbeit hoffe ich. Ja. No. Ja, und ich weiß nicht, Sie haben noch Frage? Sie haben schon gefragt, was ich habe gewollt fragen, bei allen Menschen. Aber wir haben nicht erkannt, entschuldigt. Ja. Nachdem, was wir haben gelernt zusammen in Ivo mit Testen, sind wir geworden Talmidim von Abramen. Ja. Und wir sind gegangen jede Woche zu Abramen in Stub und getrunken Kaffee und gegessen Kichalach und gelesen jüdische Literatur bei Abramen in Bishakrenko. Oh, das ist sehr wichtig zu lernen, weil ich will bedanken meinen Lehrerkes. Das, ja, ohne sie was nicht gar nicht gelernt. Ja, aber Gut. Und willst du, ja, eine Frage? Ich wollte fragen, was war der Blick von Frankreich, von Serigo, von Argentina und Judentum? Was war der Blick, was war die Image? Was ist der Image? Es ist gut, was ist der Image? Das geht von Argentina. Von Argentina in Frankreich. Das heißt, in der jüdischen Zwiebel, Menschen, was haben ein Scheiches zu Jiddisch. Nur ist die erste Sache, was man muss sagen, ist, als ein Argentinier hat beschaffen den Pariser Jiddisch Center. Das ist unser Yitzhak Nivolsky, der Reidiker, bis 120.
man weiß schon, als in Argentinien sind gewesen sehr wichtige Jiddischisten. Zuerst Ava de Ligorski und Abraham Noberstein, und das kennen in Dortmund, Neustadt. Und du weißt, in Pariser Yiddish Center ist Mistame nicht auch kein Französisch. Der Direktor ist ein Israelischer, Tal Heber. Die Bibliothekarische sind eine polnische Natalie und eine israelische Sharon. Die Lehrer und Lehrerkäse kommen von Umetum. Viele sind euch andere Argentinier. Ich bin nicht die Einzige. Ich weiß nicht, sie jetzt lernen sie jetzt hat sie aber was bedenken haben. Ich meine, sie lernen nicht schnell. Es ist sehr international. Und man weiß, als Argentinier ist ein Zentrum von Jiddisch. Das kennen sehr gut in Frankreich. Ja, ich will etwas zugeben, als euch der Image von Buenos Aires Jiddisch oder von dem jüdischen Buenos Aires ist euch wichtig, weil da sie fahren noch Tennis, ja, aber die Kollektion hat man herausgegeben in Argentinien, aber es hat das finanziell gestützt, ein Philanthrop von da in Afrika. Und das ist auch, wenn ein von Jiddisch wie eine internationale Sprache oder Jiddisch wie Jiddischland in die 50er Jahren und später, ja, wie eine Verbindung von Jiden von der Welt. Josef Lifshitz? Ja, Josef Lifshitz. Aber lass mir sein ehrlich. Die Mehrheit von das polnische Juden auf der Welt und wenige werden wegen Muster. Das polnische Judentum ist auch wichtiger in der Image von Argentinien auf der Welt. Und es ist mit 20 Jahren zurück ist gewonnen ein Projekt in Frankreich von Forschern, was haben gekriegt eine große Stipendie, Summe Geld, zu forschen, die Kollektion des polnischen Judentums. Und die Konsequenz ist, als jetzt kennen Menschen von der Forscherswiebe in Frankreich, kennen sie wegen des polnischen Judentums. Weil es sind Menschen, die reden wegen der Themen, Judentum und es haben gemacht Konferenzen und Publikationen. Ja, also wie Buenos Aires ist gewesen, sehr wichtige Verlagcenter von Jiddisch, ist da noch geblieben. Ja, wenn wir kein Jiddisch ist ein bisschen Wort, euch zu meiden, Buenos Aires. Ja. Gut, und noch Frage ist nicht? No. Willst du noch etwas zuhören? Nein, es ist gut, wir haben genug geredet. Ja, wir bedanken dir. Es ist Großen Dank, Sie können aber genehmigen, und ich war alle und ich hoffe, sie hat Hanoi gehabt und dann Schmues und wir werden sich treffen noch einmal im Juli. Wir werden euch lassen wissen, wenn wird da sein und alle Porten werdet ihr kriegen zu der Zeit. אפשר גמל נוחל, doch ein Ja, wir haben noch 2 Minuten. Ja, seid ruhig. Und bleibt, weil Julian wird noch spielen. Ja, wir haben noch 2 Lieder, was er wird spielen. Oder deine Lieder? Deine eigene Lieder? So kannst du nicht schaust, oder? No, das ist doch. Vielen die Machetonim Ahei, ja. Ja. Und Oder ist Unterricht. Gut. No, und dann will sich zuhören zu Juliane. Was ist euch gelegen? Gut, danke. Adan. Ja.
Thank